Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Oh mein Gott, ich muss eigentlich jeden Podcast so anfangen, so mit «Guten Morgen», weil irgendwie, ich glaube, ich sage das sonst schon abends in meinen Videos, ich weiß nicht mehr warum, aber zum Podcast passt es eigentlich perfekt. Weißt du, so die 9-Pause und ich nehme an, die meisten von euch hören den Podcast am Morgen, wenn sie irgendwie in die Schule fahren oder arbeiten. I don't know. Ich glaube, ich höre meine Podcasts irgendwie dann am meisten, wenn ich irgendwie am Morgen so entspannt, weiß auch nicht, oder sonst allgemein in der ÖV oder im Auto höre ich mega gerne Podcasts. Gut, auch wenn ich irgendwie aufräume oder irgendetwas mache. Schreibt mal mir auf Insta, wenn ihr Podcasts hört oder allgemein. Was macht ihr genau jetzt in dem Moment, wo ihr den Podcast von mir hört? Das würde mich sehr wundern. Aber nein. Vielleicht ist euch etwas aufgefallen für all die gerade auf der App sind, Spotify, Apple Podcasts, whatever. Gut, vielleicht auch gerade auf YouTube. Ich habe mich dazu entschlossen, mich zu filmen, beziehungsweise ich habe mich eigentlich schon immer gefilmt. Aber ich habe jetzt gedacht, ich lade das Video auch mal auf Spotify rauf und auf all diesen anderen Plattformen, nicht nur auf YouTube, weil ein paar haben sich das gewünscht. Zwar nicht alle, ich habe so eine Abstimmung auf Insta gemacht, es ist ziemlich genau 50-50. Ich habe so gedacht, Bro. Aber ich habe gedacht, wir können es so ein bisschen abwechslungsweise machen. So ein bisschen mal ein Video, vielleicht mal wieder absolut nicht. Ich habe jetzt gedacht, gerade für die erste Podcast-Folge und dann die zweite, finde ich es mega cool, das Foto. Ich habe mir sehr Mühe gegeben bei dem Foto, okay? Bei dem 9-Pause-Bild. So, es ist einfach, ich liebe es, es ist einfach geil. Und ja, es ist sad, wenn wir das nachher nicht mehr brauchen und einfach nur noch meine Fresse live sehen. Aber wir können das so schön abwechseln. Nein, ich glaube, ich sehe das Foto actually an, wenn man sonst irgendwie auf meinen Podcast geht. Ja, I don't know. Auf jeden Fall, jetzt kennt ihr meine Fresse. Yay. Ist im Fall mega komisch. Also, ich habe mich zwar schon vorgefilmt, aber jetzt zu wissen, dass ihr mich alle gerade sehen, das fühlt sich weird an, weil es ist ja in dem Sinne einfach wie also mal ein YouTube-Video, aber uncut. Was ich ja auch schon gemacht habe auf YouTube, aber irgendwie will ich ja gleich, dass es nochmal eine andere Ebene ist. Gut, ich kann mir auch vorstellen, dass viele den Podcast gleich jetzt einfach hören und das Video nicht schauen. Dann, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich mich da nicht beobachtet fühlen. Aber gleich cool. Ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, was habe ich sonst noch so zu erzählen? Wie meine Woche so war. wir setzen das jetzt als Ritual. Ich probiere den Übergang noch ein bisschen flüssiger zu machen, aber nein, was ist die Woche alles passiert? Ich habe das Gefühl, die Woche ist so viel passiert. Also gerade am Sonntag, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, dass mein Flohmarkt dann wird sein in Uster. Ich weiß nicht, für die, die es nicht ganz mitbekommen haben, ich habe angekündigt auf Social Media, dass ich bei einem Flohmarkt mitmache und meine Kleider verkaufe und die Lust haben, können mich besuchen kommen. Und es war so cool gewesen. Ich kann gerade jetzt Ewigkeiten darüber schwärmen, ich weiß nicht, es war für mich so ein geiler Tag, ich habe es richtig cool gefunden. Also ich mir vorstellen, es war vom 9 Uhr am Morgen weg gewesen. Ich erzähle gleich schnell. Und zuerst mal mega stressig gewesen, um alles aufbauen und alles ready machen und alles. Und wirklich schon am 8:45 sind die einen Leute von euch da gestanden. Eigentlich mega cute. Und ich war schon so im Stress, schon scheiße. Ich habe irgendwann alle Kleider aufgehängt und alles. Aber ja, der Anfang war recht stressig gewesen. Aber nachher war es recht cool gewesen. Also wirklich vom 9 bis am 12 Uhr. Das klingt jetzt gerade wie ein Weird Flex. Ist es auch? Nein. Sind vom 9 bis um 12 Uhr... schon im Reden kann ich alle. Vom 9 bis um 12 Uhr sind wirklich, ich glaube, durchgehend immer Leute gewesen, die eben irgendwie Kleider angeschaut haben, etwas gekauft haben, mit mir geredet haben, Bilder gemacht haben. Also es war richtig, richtig cool gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Also das war echt crazy gewesen. Beim letzten Flomi, ich mache es ja jedes Jahr, das ist jetzt das 3. Mal, als ich es gemacht habe, beim letzten Flomi sind eigentlich schon recht viele Leute gekommen. Also für mich empfinde ich eigentlich schon gedacht, oh mein Gott, was passiert da gerade? Und das Jahr sind jetzt einfach wirklich, ich glaube, 3-mal so viele Leute gekommen, kann man fast so sagen. Aber also, es war wirklich crazy gewesen. Und auch einfach, wie herzig ihr seid, Alter. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich finde, das ist einfach für mich persönlich nochmal so etwas komplett anderes, uns so in Real Life zu sehen, als einfach, blöd gesagt, Nachrichten bekommen oder Kommentare lesen oder halt einfach eine Zahl, eine Likes-Anzahl oder Abonnentenanzahl. Das ist so etwas viel, also ist ja eigentlich logisch, etwas so viel Spezielleres, wenn man euch persönlich sieht und wenn einem etwas Gesicht sagt, ich finde dich mega cool und du machst coole Videos und alles, das bedeutet einem so viel. Und die einen, oh mein Gott, ey, so cute.
das ist so cute. Die sind mit so einem Tütchen gekommen oder haben mir irgendetwas gebracht oder so. Und ich will mir nichts schenken, Freunde. Aber was ich am allerherzigsten gefunden habe, ohne Witz, Briefli. Ich weiß nicht, ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich habe so, so Freude. Also Briefli gehabt. Ja, jemand hat mich sogar noch gezeichnet. Auch mega crazy, Digga. Die sind so crazy. Also wirklich, ich schätze das so, so fest. So, wenn ich mir so denke, Alter, so die Zeit, wo man einfach investiert hat, zu mir eine Freude zu machen, ist so cute, wirklich. Und es hat mir richtig, richtig Freude gemacht. Und eben gerade so Briefe zu lesen, wo Leute ihr Herz ausschütten, was sie, ja, einfach, was sie mit mir verbindet, sage ich mal. Von wegen eben, ich sage ihre Lieblings-YouTuberin oder ich habe ihnen in schlechten Zeiten geholfen. Also einfach mega, mega emotional. Also wirklich, ich habe am Abend dann auch nochmal so die Briefe durchgelesen. Ich weiß nicht. Ja gut, am Abend ist mir noch mal ein bisschen emotionaler, darum nehme ich auch immer am Abend meine Podcasts auf. Yeah. Ja, ich weiß nicht, ich bin wirklich so, wie sagt man dem? Ich habe gerade das Wort vergessen. Aber nein, gerührt, das Wort habe ich gesagt. Ich war so gerührt einfach und habe den ganzen Tag nochmal mit meinem Kopf durchspielen lassen. Also echt ein schöner Tag gewesen. Ja, vielleicht habe ich gleich schon wieder ein bisschen zu viel erzählt, aber um das geht es in diesem Podcast, dass man schön einfach abschweifen kann und mal das erzählen kann, wo man gerade Lust hat. Und das ist auch genau der Grund, warum ich auf das Thema gekommen bin heute. Und zwar habe ich mir mega lange überlegt, was sollte ich heute reden, weil ich habe mega viele Themen aufgeschrieben, aber ich bin irgendwie bei allen Themen immer so, nein, da will ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Nein, das möchte ich vielleicht dann mit dieser Person zusammenreden. Nein, das ist jetzt noch nicht der perfekte Zeitpunkt. Irgendwie so, ich weiß auch nicht, echt voll dumm. Weil, ich weiß nicht, ich kann ja, also, ist eigentlich egal, wann ich die Themen berede, so. Aber heute ist ein Thema, wo ich mir eben dann so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Gut, ich kann es jetzt eigentlich auch sagen, es steht wahrscheinlich im Titel, und zwar geht es um die erste Liebe, inklusive auch der erste Kuss, einfach so der erste Crush. Ich muss sagen, klar ist der erste Kuss nicht gleich die erste Liebe. Bei mir war es allerdings so gewesen, und genau um das geht es. Ich habe mir lange überlegt, ja, was sollte ich dann vielleicht noch so dazu sagen oder vielleicht euch auf den Weg geben, weil ich finde es cool, bei einem Podcast so ein bisschen meine Story erzählen, was ich so erlebt habe, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Sachen, so ein bisschen euch so ein bisschen Ratschläge geben. Ich sage mal als grosse Schwester, das war ja auch so ein bisschen das Ziel vom Podcast. Aber ich kann mir dann irgendwie so ein bisschen sagen, hey, ich glaube, nur schon, wenn ich von mir erzähle, wie es bei mir war, dann bringt das euch vielleicht mega viel. Und auch wenn nicht, dann ist es vielleicht auch gleich spannend, einfach mal zuzuhören, wie es bei mir war. Ich weiß nicht. Und ja, vielleicht könnt ihr auch aus meinen Fehlern so ein bisschen lernen, kann ich mal sagen, bei gewissen Sachen. Ja, das kann ich dann auch drauf kommen. Es gibt auch ein paar unangenehme Situationen, die im Nachhinein einfach funny sind. Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist schon eine lustige Story. Also es sind schon lustige Stories so von meiner ersten Liebe und irgendwie auch cute. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ich noch nie auf Social Media beredet habe. Ich finde das so cool, den Podcast so für die Möglichkeit nutze, dass ich so euch Sachen von meinem Leben erzählen kann, die ich irgendwie auf Social Media nie angesprochen habe, weil irgendwie es macht voll keinen Sinn, aber ich habe da weniger das Gefühl, dass das Menschen sind, die mich kennen, beziehungsweise wo meine erste Liebe kennt oder dass meine erste Liebe den Podcast hört, auch wenn schon voll okay. Hello, cheers, peace out. Aber irgendwie bei YouTube habe ich immer so ein das Gefühl, ja, ich weiß nicht, da können es mehr Leute sein, auch wenn es voll keinen Sinn macht und es macht auch keinen Unterschied, weil ich meine, ich sehe mich jetzt auch, es ist ja wie eine Art YouTube-Video eigentlich. Aber gleich, ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz am Anfang an. Von meinem allerersten Crush. Meine allererste Berührung mit Liebe, sage ich mal so. Im Nachhinein kannst du nicht wirklich dem Liebe sagen. Aber es ist gleich so ein bisschen der erste Schwarm und eigentlich cute. Also ich bin in der, gute Frage, in der Mittelstufe gewesen. Ich glaube so in der 4. Klasse oder so. Und ich weiß nicht, irgendwie damals, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber bei uns war das echt so das Ding gewesen, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, jeder hat einen Crush gehabt. Beziehungsweise, so, es war so ein bisschen das Ding, ey, mein Crush ist der, weil es ist dein Crush. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es bei uns gar nicht wirklich darum gegangen, ist man jetzt verliebt, sondern es hat in unserer Klasse, das klingt eigentlich mega toxisch, wenn ich gerade darüber nachdenke, es hat in unserer Klasse wie so gewisse Jungs gegeben, die
potenzielle Crushes hätten können sein und alle anderen irgendwie nicht. Also bei denen hat man auch gar nicht überlegt, also hat man gar nicht gesagt, das ist mein Crush. Und wir haben damals so 2 Jungs in der Klasse und das sind potenzielle Crushes gewesen. Also irgendwie jedes Girl, das du in meiner Klasse gefragt hast, war entweder der oder der gewesen. Und bei mir war es halt der eine gewesen. Das ist dann so dumm. Und ich kann noch irgendwie im Nachhinein sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich ein Crush war, aber sagen wir es mal so, ich habe mich dann für den entschieden. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn einfach Tim. Er hat nicht Tim geheißen, aber wir nennen ihn jetzt einfach Tim. Und Tim, ja, eben, ich habe mich für den entschieden, das war mein erster Crush gewesen. Und auch wenn es irgendwie im Nachhinein eben mehr so ein ja, man sagt jetzt, man ein Crush war, ist schon auch so ein bisschen wirklich ein Crush gewesen. Also ich han dann auf einmal so ein bisschen Respekt vor dem gehabt, oder ja, einfach so das Schwärmen, so ein bisschen das, ich weiß gar nicht, wie man dem so sagt, so ein bisschen das, wie eine Art Stalken, sage ich mal, oder ja, ich habe zum Beispiel auch mal ein Foto von ihm ausgedruckt und unter mein Kopfrüssi gelegt. Ah, cringe. Nein, ist ganz cute gewesen. Ist ganz cute gewesen. Für alle, die das jetzt machen, fühlt euch nicht schlimm. Ich bin auch so gewesen. Ja, genau. Und irgendwie, ja, eigentlich ist schon ein bisschen ein echter Crush gewesen. Also ich kann mich schon erinnern, dass ich so eben so allen erzählt, also ich habe es nicht allen erzählt eigentlich. Ich habe es wirklich noch so meinen closen Leuten erzählt. Und es war so voll das Geheimnis gewesen. Das ist mein Crush und niemand darf es wissen. Und ja, und dann hast du also Wahrheit Pflicht gespielt damals in der Schule und dann hast du dann gehofft, dass man ihn muss umarmen oder whatever. Aber ja, wenn ich jetzt zurückdenke, nicht wirklich meine erste Liebe, sage ich ganz ehrlich. So, also ich bin auch viel zu jung gewesen, würde ich sagen, um von richtiger Liebe reden. Glaube so. Also wie alt ist mir in der 4. Klasse? Keine Ahnung, wie alt ist mir in der 4. Klasse? 10? Ja, also um die 10. Ja, auf jeden Fall ist das ganze Thema irgendwann mal abgeschlossen gewesen. Ich weiß gar nicht, wie hat sich das abgeschlossen? Ah ja, irgendwann, ich weiß nicht, der Sek hat sich fast so ein bisschen umgedreht, dass er mich spannend gefunden hat. Und bei mir ist aber der Zugschlang abgefahren. Weil, und zwar habe ich in der 6. Klasse meine erste Liebe kennengelernt. Kann man das schon so sagen? Eigentlich schon. Also damals noch nicht, aber später ist er dann meine erste Liebe geworden. Schön, dass wir für meinen Crush einen Namen gefunden haben und er ist jetzt absolut nicht mehr relevant. Der Tim ist jetzt, das Thema Tim, das Kapitel ist jetzt schon wieder abgeschlossen. Aber ich kann es nur schnell erwähnen, ich habe vorher schon ein bisschen einen scheuchen Crush gehabt. Auf den Tim. Und dann, wie nennen wir jetzt meine erste Liebe? Eigentlich braucht man für die einen richtigen Namen. Ich brauche jetzt einen guten Namen eigentlich. Mir fällt nur Thomas in den Sinn. Mir kommt gerade nur Thomas in den Sinn. Sorry für alle Thomas, nicht gegen euren Namen. Aber irgendwie mega viele Väter auf meine Kolleginnen heißen Thomas. Darum ist gerade ein schwieriger Name. Wir nennen ihn... Wieso ist das gerade so schwierig? Was ist so ein... Noah. Keine Ahnung. Wir nennen ihn nach Noah. Oh, ich verbinde so viel... Ich kenne so viele Noahs. Egal. Meine erste Liebe hat Noah geheissen. Und das Lustige war jetzt, ich bin in der 6. Klasse und auch in der 6. Klasse war es eigentlich so ein Ding von, eben das, man sagt, man hat einen Crush. Aber es war damals cool, dass man jemanden vom Jahrgang oben dran hatte. Nein, warte, stimmt nicht. Er war in der 6. Klasse und ich bin in der 5. Klasse. So, er war ein Jahrgang oben dran mir. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie so in die Schule gefahren worden bin von meiner Mom. Und vorne dran ist er mit dem Velo gefahren. Und eigentlich voll dumm, ich habe nur von hinten irgendwie gesehen. Aber dort habe ich schon gedacht, lecker. Was? Lecker. Was laufe ich da? Nein, ja, einfach attractive, cute. Genau. Das war es dann auch schon gewesen. Und dann ist die Phase gekommen, wo man mal so einfach irgendwie, ich bin so mit der Girls-Gruppe halt gewesen. Und alle hatten eben so einen Crush vom Jahrgang oben dran. Und dann haben immer alle zusammen so Ping-Pong gespielt, alle Jungs vom Jahrgang oben dran. Und wir Girls waren dann halt so am Zuschauen gewesen und haben unser Pausenbrot gegessen. Wilde Story. Ja, und ich habe ihn immer wieder so ein bisschen beobachtet und immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Und ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch einfach unmenschlich. Ein bisschen krank, kann man schon fast sagen. Aber ich habe ihn gestalkt.
und nicht nur ein bisschen gesagt, ich habe ihn aufs Härte gesagt. Also ich habe jetzt eine ganze Liste, boah, ist das krank, ich habe jetzt eine ganze Liste von einem Steckbrief von ihm. Also die simplen Sachen wie Name, Adresse, habe ich natürlich alles irgendwie herausgefunden. Ich weiss einfach gar nicht wie. Aber du kannst das ja wahrscheinlich so, es gibt ja so eine Local-App irgendwie. Sobald man den Namen weiss, kannst du da mal googlen und bei den einen Leuten stehen dann so die Sachen, die Adresse und alles und die Telefonnummer, das habe ich herausgefunden. Dann habe ich müsst wissen, ich hatte nicht mal ein Handy gehabt. Ich weiss nicht, also ein iPod Touch hatte ich gehabt, aber ich war hure gut im Tag. Ich habe easy viel herausgefunden, auch so sein Geburtsdatum, seine Handynummer habe ich auch irgendwie herausgefunden, seine Lieblingsfarbe. Ich weiss nicht, und das Lustige ist, er hat nicht mehr gewusst, dass ich existiere. Er hat nicht gewusst, dass ich existiere. Ich mag mich nur noch an eine Situation erinnern. Wir hatten damals so Veloständer gehabt. Und wir sind eigentlich normalerweise alle mit dem Velo in die Schule gekommen. Und dann möchte ich halt auch mein Velo so holen. Und er ist gerade da gestanden und hat auch sein Velo holen. Beziehungsweise er war schon bei seinem Velo gewesen. Und es war genau neben ihm gewesen. Ah! Und irgendwie ist dann sein Velo so auf mein Skate irgendwie. Und er hat so «sorry» gesagt und mir in die Augen geschaut. Und das war irgendwie so ein crazy Moment für mich, dass ich ihn jetzt noch weiss. Aber ja, irgendwie lustig, weil das war so mein erster richtiger Crush, würde ich sagen. So mein erster, wo wirklich so, eben wenn so Sachen passieren, dass dann bist du so «oh mein Gott, er hat mit mir geredet, whatever». Voll. Das ist eine tiefe Phase in meinem Leben. Und dann ist er aber dann irgendwie in die Sek gegangen. Und ich bin in der 6. Klasse, dann, wir waren nicht mehr in der gleichen Schule und dann ist das Ganze ganz wieder ein bisschen vergessen gegangen. Doch nicht so wahre Liebe gewesen, perfekt. Nein, auf jeden Fall ist es dann irgendwie so gewesen, dass wir in unserem, also ich komme aus dem Dorf, dass wir so ein, ich sag mal, Dorffest hatten, irgendwie so ein Traktoren-Dorffest, das ist wirklich, als würde ich vom kleinsten Dorf von der ganzen Schweiz kommen, wirklich so ein richtiger Bünzli. Vielleicht ist es ein bisschen so. Ja, auf jeden Fall war er auch bei diesem Dorffest gewesen. Und wir waren so mit einer Gang und er irgendwie auch. Und dann sind wir alle zusammen so gechillt. Und eben, er war auch dabei gewesen. Und dann ist wieder alles aufgekommen. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, das ist der und wow, crazy. Und dann hat er mir irgendwie einen Eistee gegeben. Keine Ahnung mehr. Ja. Und ab dem Moment, dann ist die Liebe wieder, dann ist das Feuer wieder entfacht. Und das Lustige ist, jetzt kommt es ganz funny, ab dem Zeitpunkt hatte ich ein Handy gehabt. Und Alter, crazy eigentlich, ich habe einfach den Move gemacht. Freunde. Ich habe dem sich einfach geschrieben, weil ich seine Handynummer hatte, weil ich ihn gestalkt habe. Ja, war eigentlich krank. Ich frage mich bis heute, warum der sich mir überhaupt zurückgeschrieben hat. Aber ja, ich habe jetzt gerade schon gespoilert, der sich hat mir zurückgeschrieben. Ich habe irgendwie geschrieben, hey, ich bin die von heute. Du hast mir einen Eistee gegeben. Und er hat keine Ahnung, wer ich bin. Eben, wie gesagt, ich habe ein Jahr lang wieder geschwärmt und er hat nicht gewusst, dass ich existiere. Aber voll okay. Und ja, dann haben wir irgendwie so ein bisschen geschrieben miteinander. Und irgendwie hat es voll geweibt. Also, ja. Wir haben über alles Mögliche geschrieben, haben uns kennengelernt. Ich habe eben letztens den Chatverlauf durchgelesen und es hat mir den Rest gegeben. Wir haben am gleichen Abend schon geschrieben, ich liebe dich. Und keine Ahnung was. Ist auf jeden Fall wahre Liebe schon gewesen, ganz am Anfang. Und den habe ich noch nie gesehen. Perfekt. Aber eigentlich mega cute. Also, vielleicht muss ich noch kurz sagen, wie alt ich war. Wie alt ist mir in der ersten Nein, ich war in der 6. Klasse noch. Er war in der ersten Sek. Das war im 2014 im Juni. Und ich bin dort 13 gewesen. Holy shit, ich bin 13 gewesen. Ist eigentlich immer noch relativ jung, oder? Für die erste Liebe. Aber ja, er war ganz cute gewesen. Und ja, wie soll ich es euch sagen? Wir haben uns dann irgendwann mal getroffen. Nachdem wir 100 Mal, also wir haben wirklich so oft miteinander geschrieben. Ich glaube, wir haben nachher auch dann irgendwann angefangen zu skypen. Und ja, dann haben wir uns irgendwann angefangen zu treffen. Das Zweite. Und ja, das sind so meine ersten Berührungspunkte mit einem männlichen Wesen auf nicht kollegialer Ebene, kann man mal so sagen. Und ja, es ist irgendwie so komisch. Ich habe mich jetzt gerade vorher so gefragt, wie ich den Podcast geplant habe. Aber wann habe ich so gemerkt, dass ich mich verliebt habe? Und ich finde es mega schwierig in Antwort, weil ich finde, du kannst Liebe so wie nicht erklären. Also es ist wie so eine Art ein Kribbeln
Aber das klingt auch so doof, weil ich glaube, jemand, der sich noch nie verliebt hat, kann sich so nichts unter dem vorstellen. Also bei mir war es wie auf einmal so ein Gefühl von, du willst auf einmal irgendwie die Attention von dieser Person. Du freust dich, wenn die Person dir zurückgeschrieben hat. Du bist so, ah! Und ja, irgendwie plötzlich fängst du auch immer mehr über die Person an zu denken. Und den ganzen Alltag, also das ist so das Anfangsstadium vom Verliebtsein, im Alltag plötzlich eben ist die Person immer dabei und du denkst immer, boah, können sie mir jetzt geschrieben haben? Oder was macht sie jetzt in dem Moment? Oder denkt sie jetzt vielleicht auch gerade an mich? Oder einfach so Sachen. Und ja, das ist so der Start gsi, wo ich das erste Mal verliebt war. Und ich finde es so crazy, ich habe letztens so mit ein paar Kolleginnen von mir so geredet und die ganz andere Erfahrungen haben als ich. Also zum Beispiel, die haben vor der ersten Liebe, sage ich mal, schon, also die haben die viel, viel, viel später gehabt. Ich glaube, das erste Mal sich wirklich verlieben mit 13 ist schon recht früh, würde ich jetzt so sagen, im Durchschnitt, glaube ich. Ich mache jetzt da unten, ich weiß nicht, ob es nur auf Spotify ist oder auf Apple Podcasts, geht es glaube ich eben nicht. Oder geht es jetzt nur auf Apple Podcast? Aber ich bin gar nicht sicher. Schaut mal sonst oben unten, wo ihr es gerade schaut. Und sonst bei YouTube können Sie einen Kommentar schreiben. Schreibt mal so, in welchem Alter so ihr euch das erste Mal wirklich verliebt habt. Und wenn noch nicht, könnt ihr auch schreiben, dass ihr das noch nicht erlebt habt. Weil eben, ich habe so ein paar Kolleginnen, wo das wirklich, ich sag mal, erst so in meinem Alter jetzt so erlebt haben. Oder ich habe eine Kollegin, die es wie noch nicht wirklich erlebt haben. Und wo jetzt eben, ich sag mal, ja, ich kann sagen, wird Podcast, gibt es da Wörter, die gesperrt werden? Ich glaube nicht. Ja, ich sage es einfach, scheiß drauf. Wo vorher schon Sex hatten mit jemandem, aber sich noch nie verliebt haben. So, und bei mir war es eigentlich voll umgekehrt gewesen. Ich habe mich das erste Mal verliebt und all die Experiences mit nur schon dem ersten Kuss und all dem habe ich viel später gemacht. Voll. Darum ist bei mir irgendwie noch so ein bisschen speziell, weil jetzt kommen wir auch schon zum Thema ersten Kuss. Weil das hatte ich auch mit dieser Person gehabt. Vielleicht kann man das kurz noch anmerken. Die Person, ja, wir haben ihn Noah genannt. Der Noah war auch mein erster Freund tatsächlich und wir sind wirklich relativ lang zusammen gewesen. Gerade für das junge Alter, finde ich. Wir sind 2 Jahre zusammen gewesen. Und wir haben echt, finde ich, auch zurückschauend nicht eine Kindergartenbeziehung gehabt, sage ich mal. Also unter Kindergartenbeziehung verstehe ich jetzt so, dass ja, man sagt einfach, man ist zusammen, aber grundsätzlich, ja, vielleicht sieht man sich mal ab und zu. Aber wir haben wirklich so, ich finde schon recht eine Beziehung geführt. Also wir haben wirklich uns jeden Tag gesehen, wir sind jeden Tag, also fast jeden Tag beieinander gewesen. Voll, also wir haben sehr viel zusammen erlebt. Es war schon wirklich wie eine Beziehung eigentlich gewesen. Aber das ist jetzt schon wieder zu viel Spoiler. Wir kommen wieder zurück zur Situation. Die Story von meinem ersten Kuss. Oh Gott. Es ist so unangenehm, Freunde. Es ist so unangenehm. Aber es ist auch lustig jetzt im Nachhinein. Aber ich glaube, ich hätte meinen ersten Kuss so ein bisschen romantischer gewünscht. Was ich vielleicht noch kurz vorab kann sagen, ich hatte so Angst vor meinem ersten Kuss. Ich hatte so Angst gehabt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich bin ein Mensch, der sich sehr viel so vorstellt. Also auch bei meinem ersten Mal hatte ich irgendwie so wie mega Angst vor meinem ersten Mal, aber zum ersten Mal möchte ich noch einen speziellen Podcast machen, wo es nur um das geht. Aber auch dort hatte ich irgendwie wie mega Angst gehabt, so das erste Mal, eben der erste Kuss, auch so das erste Mal etwas machen, ist irgendwie so, hatte ich so eine recht grosse Angst gehabt. Und eben auch vor dem ersten Kuss. Und ich mag mich noch an eine Situation erinnern. Eben, ich glaube, wir haben schon gesagt, wir sind zusammen, aber wir haben uns eben noch nicht geküsst. So umarmt oder so ein bisschen kuschelt, ich glaube, das haben wir schon. Weiss ich aber jetzt gerade auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall war es so, dass wir vor meiner Haustür gestanden sind. Und, oh mein Gott, cute eigentlich. Und er musste heimgehen. Und wir haben uns halt verabschieden und haben einfach noch mega lange vor der Tür geredet. Und dann hat er mich umarmen, oder beziehungsweise wir haben uns umarmen, zum Schluss sagen. Und er hat mich halt küssen und ich habe ihm den härtesten Korb gegeben. Ich habe ihn geschockt angeschaut und habe ihn umarmt. Ich bin ausgewichen. Oh, ja, sad. Aber ich bin so verschrocken, ich bin so in Schockstarre gewesen. Und eigentlich voll, ich weiss im Fall nicht, warum ich so Angst hatte. Eben, ob ich einfach so viel erwartet habe, dass mein erster Kuss perfekt muss sein. Obwohl ich mir eben denke, in dem Moment wäre so viel mehr perfekt gewesen, als mein erster Kuss nachher wirklich war. Aber ja, schlussendlich bin ich, glaube ich, wie mental einfach noch nicht ready gewesen.
Also ich glaube, das ist jetzt mein erster Tipp, den ich so auf den Weg gebe. Egal, ob es erstmal Sex, ob der erste Kuss. Ich finde, das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr es nicht macht aus dem gesellschaftlichen Druck von all eure Kolleginnen oder Kollegen haben schon den ersten Kuss gehabt oder das erste Mal gehabt und darum ja, müssen das jetzt auch langsam, also weißt du, wie ich meine, so da müsst ihr gar keinen Druck haben. Also macht es von mir aus mit 30, 40, scheißegal, macht es dann, wenn ihr euch ready fühlt, wenn ihr Lust habt. Und eben, das meine ich auch beim ersten Kuss. Boah, mein Daumen ist wieder komplett, ist wieder eingeschnitten. Autsch. Ich muss kurz das Mikrofon auf der anderen Hand heben. Aber ja, nein, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und eben, ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht beim ersten Kuss auch noch nicht so ready gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, sobald man mal sagt, man ist zusammen, dann muss man sich küssen. Und ich habe irgendwie Angst vor dem. Also ich habe recht Angst gehabt. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm dort einen Korb gegeben. Und irgendwann später, ich glaube, das war so ein paar Wochen später gewesen. Also ich glaube, ich habe mir auch mega viele Gedanken dann gemacht, so was wäre, wenn das nächste Mal passiert und so und alles, ja. Und dann ist es passiert, sagen wir es so. Also wir sind bei mir auf der Couch gsi. Boah, Digga, so unromantisch. Ah, ja, zwar vielleicht ist es auch cute, ich weiß nicht. Vielleicht findet es irgendjemand cute, also ich finde es ich find's schlimm. Nein, ja, wir haben Gregs Tagebuch geschaut, den Film Gregs Tagebuch. Cute, romantisch, lieben wir. Und irgendwie, ich glaub, also wenn ich die Story erzähle, denke ich mir, ich habe das erfunden. Aber es ist halt literally so passiert. Er küsst mich auf den Backen, ich schon mal so, okay, ja. Easy, also er hat sich abgetastet, der Bre, hat er gut gemacht. Muss ich sagen, hat er eigentlich gut gemacht. Kann ich auch euch auf den Weg geben. Tastet euch einfach ab und checkt schnell die Lage ab, ist die andere Person ready. Dann habe ich ihm einen Kuss auf den Backen gegeben. Und dann hat er mir wieder einen Kuss auf den Backen gegeben. Dann habe ich so ein Spiel daraus gemacht, ich weiß auch nicht, was dort abgegangen ist. Dann habe halt ich wieder ihm einen Kuss auf den Backen gegeben und er hat sich dann halt in dem Moment umgedreht. Und dann haben wir uns Versehen geküsst. Ja. Das war mein erster Kuss. 10 von 10, romantisch, mit Gregs Tagebuch im Hintergrund. Ja. Aber schlussendlich muss ich auch sagen, eben, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach nur in dem Sinne ein Kuss. So, ihr werdet noch sehr viele schöne Küsse in eurem Leben hoffentlich haben. Und der erste Kuss bleibt zwar in Erinnerung, ist ja in dem Sinne vielleicht schon auch kein prägend. Ich weiß nicht, ob es prägend ist, aber irgendwie für mich schon. Also bei mir bleibt er, glaube ich, immer in Erinnerung. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute draussen vielleicht auch gar nicht wissen, wenn sie ihren ersten Kuss haben oder wie das genau abgelaufen ist. Oder vielleicht sogar mit wem, ich weiß nicht. Aber ja, das ist so meine erste Kuss-Story. Und apropos peinlich, jetzt kommt mir gerade eine Story in den Sinn. Oh mein Gott, das ist mir gerade die letzte. Ich habe so gelacht mit dem Can. Okay, also das geht jetzt auch um den Noah, mein Freund, also nein, mein Ex-Freund, sorry. Perfekt. Und zwar in der Kennenlernphase, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Das ist, glaube ich, eine der unangenehmsten Stories im Fall, die ich so habe mit so Ex-Boyfriends oder allgemein Typen oder allgemein Liebe. Okay, wir haben einander Memos geschickt und ja, irgendwie habe ich so eine Memo gemacht an ihn. Das ist wirklich ganz, ganz anfangs Kennenlernphase. Wir kurz schnell die Lage abchecken. Das ist seit einem Jahr mein Crush. Meine Eier sind sonst schon am Zittern und ich will perfekt wirken und ich will, dass er sich auch in mich verliebt. Okay, so war die Lage. Also ich kann nur schon cute wirken, ich kann Sprachmemo machen. Okay? Also ich habe auf sehr viele Sachen geachtet. Und jetzt will ich kurz wissen, ich habe die Memo gemacht und ich habe so einen leichten Druck verspürt. Sagen wir es so. Ein Druck im Unterbereich von meinem Körper. Oh Gott. Ja. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, jetzt habe ich schon die Memo, jetzt bin ich schon seit 2 Minuten am Reden, ich möchte jetzt nicht die Memo da irgendwie abbrechen, sondern ich ziehe jetzt einfach noch einen Schluss und dann kann ich ja die Memo einfach abschicken. Und der Druck ist sehr schnell gross geworden und dann habe ich halt wieder die Memo abbrechen und ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler von mir war oder ob das Handy damals das so funktioniert hat. Aber ich muss mir kurz vorstellen, ich war so, also, tschüss. Exactly so. Und es ist nicht auch so ein leislicher Fuß, sondern so ein richtiger Fett. Also ich kann, ja, genau. Wenn wir nicht weiter ins Detail. Auf jeden Fall habe ich die Memo logischerweise vorher
abgebrochen. Aber mein Glück hat zu wollen. Ja, ich habe wahrscheinlich schon viel zu lange darüber geredet, aber der Furz war auf jeden Fall in der Memo. Und es war mega unangenehm. Hey, weißt du was, vielleicht finde ich den sogar noch. Habt ihr kurz Geduld? Warte schnell, ich finde, ich habe den geherzelt. Vielleicht kann ich den laufen lassen. Das wäre ja absolut funny. Doch, ich finde den safe noch. Ich muss schnell schauen. Irgendwo. Okay. Ich muss euch vielleicht kurz darauf vorbereiten. Es ist mega unangenehm, meine Stimme. Weil... Ja, ich bin noch ein bisschen jünger. Also... Ich hoffe, es ist das, sonst wäre es jetzt unangenehm. Also ich hoffe, man hört es. Ja, wenn du Lust hast oder so. Mir ist es egal. Digga! Habt ihr den gehört? Digga, der ist so laut. Boah, der ist so laut. Es ist mir jetzt noch unangenehm, wenn ich das höre. Aber es ist ja lustig. Also jetzt im Nachhinein funny. Nur das Traurige ist, ich habe in dem Moment... Also er hat eben so eine Memo geschickt. Hast du in dieser Sprachmemo geföhnt? Und ich konnte einfach nicht dazu stehen und schreibe einfach so, Digga, so, ja, nein, da habe ich Spass mit dem Maul gemacht. Ja, hure. Ich frage mich bis heute, ob mir das geglaubt hat. Aber ja, das war auf jeden Fall meine Story mit meinem ersten Freund, beziehungsweise mit meiner ersten Liebe. Es war jetzt eben, wie gesagt, ein Podcast, wo ich einfach mal mehr so ein bisschen erzählt habe. Es war jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen ein Durcheinander, nicht in der Reihenfolge. Aber es geht ja darum, dass es nicht wie ein Vortrag muss wirken, sondern dass wir es meiner Kollegin erzählen. Darum, ja, finde ich es eigentlich noch nice. Ich finde es so cool, Podcasts machen. Ich weiß nicht, ich fühle das so hart. Einfach drauf loslabern. Und ja, I don't know, ob ihr jetzt irgendetwas aus dieser Folge mitnehmen könnt. Ich hoffe, es hat euch gleich irgendwie unterhalten. Und für die noch nicht ihre erste Liebe hatten oder vielleicht auch ihren ersten Kuss oder whatever, so, macht euch keinen Stress. Früher oder später kommt es. Und auch wenn es nicht kommt, alles gut. Voll. Weil, ja, schlussendlich Liebe ist etwas Schönes und es soll kein Stress sein und vor allem kein gesellschaftlicher Druck. Ich finde das so schlimm. Ich habe das Gefühl, irgendwie in der Gesellschaft, eben wenn so die meisten, also gerade so beim durchschnittlichen Alter, sage ich mal, jetzt von der ersten Kuss oder von der ersten Liebe, ja, habe ich irgendwie so das Gefühl, wenn alle um einen herum das haben, dann hat man so auf einmal so einen Druck von «Scheiße, ich sollte mich treffen verlieben, ist etwas falsch mit mir». Aber es ist alles gut mit euch. Die einen verlieben sich früher, die anderen verlieben sich später. Es gibt auch Leute, die sich gar nicht verlieben, das ist auch voll okay. Aber ich nehme an, die meisten von euch da draussen, ja, die sich noch nicht verliebt haben, das kommt noch. Alles gut. Irgendwann kommt die richtige Person, wo ihr euch Kopf über Hals verliebt. Und die wartet ja jetzt noch. Also macht euch keinen Stress. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie, gerade bezüglich so ersten Kuss, was ich vielleicht so auf den Weg geben kann, ist, vergütet den nicht. Also ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Meinung, was auch voll okay ist. Da könnt ihr eure eigene Meinung bilden. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich es eigentlich voll nice finde, dass ich meinen ersten Kuss so mit meinem ersten Freund irgendwie hatte. Gut, ich muss so nebenbei sagen, ich hatte so Kindergartenküsse gehabt. Aber das zähle ich jetzt mal nicht. Also mit Kinski habe ich meinen Nachbarn geküsst. So, aber ich meine sonst so, ich sage mal, euer richtiger erster Kuss, so, gut, was heisst der richtige erste Kuss? Egal, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, dass ich weiß nicht, das ist einfach so meine persönliche Meinung, dass ihr vielleicht euch den lieber so ein bisschen aufspart, als den hinter euch bringt, sagen wir es so. Weil es kann etwas so Magisches sein und etwas so Schönes. Boah, das klingt gerade so kitschig. Aber ja, ich glaube, im Nachhinein, wenn ihr den euch so wie aufspart für eine Person, die ihr wirklich gerne habt, dann ist es umso crazier. Also ich glaube, also das kann, glaube ich, jeder draussen bestätigen, wenn man jemanden küsst, wo man richtig gern hat oder vielleicht sogar, wo man sich verliebt hat, ist so viel schöner, als einfach jemanden zu küssen. Ja, ich glaube, das ist schon so das Ding, wo, glaube ich, jeder wird unterschreiben, I guess. Ich weiß es nicht. Ja, können ja, wie gesagt, mir eure Meinung schreiben. Aber voll. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gleich gefallen. Und ja, boah, Freunde, ich weiß nicht, ich bin gerade so aufgeregt. Ich gehe jetzt, ich bin eigentlich so im Stress gerade, ich bin jetzt die Podcast-Folge am Aufnehmen, weil ich gehe morgen, oh mein Gott, was in den Podcast hört, heute, perfekt, gehe ich ans Sunrise Festival und ja, bin dort 4 Tage. Aber es wird richtig cool, so mit Adi, Hanna, Can. Ich weiß gar nicht, was sonst noch alles kommt, aber ich bin sehr gespannt. Und dort werde ich dann einen Vlog machen für YouTube.
Und ich muss halt alles auch noch erledigen vor Montreux, weil ich gehe ist nächstes Wochenende gehe ich schon auf Montreux, also genau nach Ostern. Holy shit, für 7 Wochen. Also ich komme wahrscheinlich jeweils am Wochenende wieder heim, aber der Podcast wird gleich gemacht. Der wird gleich gemacht und ja, vielleicht hört ihr ein bisschen mehr von meinem Sprachaufenthalt. Aber schlussendlich, ja, ich bin sehr hyped und ich freue mich und genau, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, viel Glück mit eurer ersten Liebe und ja, was soll ich das Schlusswort noch sagen? Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, 10 von 10. Und darum wünsche ich euch einen schönen Tag oder eben einen schönen Morgen. Bye!